Noch kämpfe ich dagegen, so tapfer ich nur kann. Noch sendet mein Frontallappen Hinweise darauf, dass es sich bei einem Elektrofahrrad um eine geriatrische Fortbewegungshilfe und die bedingungslose Kapitulation vor der eigenen Gebrechlichkeit handelt. Viele meiner Freunde fahren längst Elektrofahrrad. Die Feiglinge. Wer sich auch dieses Jahr wieder auf den Weg gemacht hat, um seinen unterurlaubigen Körper neben einem stolzen Rudel anderer an einem fernen See- oder Meeresgestade zu wälzen, dem dürfte nicht entgangen sein, dass der radfahrende Tourist derzeit eine durchaus bemerkenswerte Populationsdichte aufweist. Schon bei der Anreise quetschen sich tausendfach Dach- und Heckbeständerte Kraftfahrzeuge über die Schnellstraßen, um im auserwählten Zielgebiet nicht auf genauso klappriges wie peinlich farbiges Leihgerät aus dem Hotelkeller angewiesen zu sein. Auch der Kinderfahrradanhänger befindet sich derzeit auf der Höhe seiner Kultur. Dient er doch dazu, den oft gelangweilt gähnenden Nachwuchs lust- und willenlos hinter sich herzuschleifen. Vereinzelt sieht man auch Mops, Schnauzer oder Dackelköpfe aus der Reißverschlussöffnung des rollenden Abteils hecheln. Wobei man nach Verbüßung des eigenen Urlaubs ohnehin feststellen muss, wer als Hund in den Ferien nicht ständig gefahren oder getragen wird, der hat sein Herrchen nicht wirklich im Griff. So wird allsommerlich jedes noch so malerische Küstenidyll plattgeradelt, bis jeder Pinien- oder Kiefernzapfen die optimale Form zur Laminierung im Schülerlernheft aufweist. Allen voran freilich die erst kürzlich entdeckte Gattung des Elektroradlers. Mit seiner ordentlichen Portion Extrawatt unter dem Steiß zieht er meist lustig und Seemannslieder pfeifend bergauf an seinen muskelbetriebenen Artgenossen vorbei. Während die Aufschrift Bier formte diesen schönen Körper noch höhnisch von seinem ärmellosen Neonshirt grinst, scheint sogar der Verzicht auf jegliche Sattel- oder Lenkerhöheneinstellung die Leistungsfähigkeit des Strompedalisten nullstens zu beeinträchtigen. Ohne Alters- oder gar Gewichtsbeschränkung zischt der E-Biker hemmungs- und geräuschlos durch die Prärie und lediglich ein feiner Kondensstreif erinnert an dessen kurze Anwesenheit. Dabei scheint jede Anstrengung jedes noch so fleißigen konventionellen Fahrradhasen umsonst, denn derweil er keuchend dem Gipfel entgegenstrampelt, ist der Akkuigel längst da. Freilich ist man im Dunste solcher Demütigung durchaus geneigt, dem auffrisierten Alfons für sein Elektrofahrrad einfach mal die Steckdose zuzukleben. Aber vorher hole ich mir lieber selber eins.